Und es ist so schön, hier zu sein. Und wir sind etwa vor 8 Jahren gegangen und ich zeige euch mal ein Update, wie wir aussahen damals und wie wir jetzt aussehen. Habe ich euch ein Bild mitgebracht, ja? Das ist das Bild. Wir waren jung und brauchten das Geld und sind dann nach Frankfurt gezogen. Und so sehen wir heute aus. Also Simon und ich sind immer noch gleich groß und gleich schön und keine einzige Falte natürlich. Oder, nee, ist eh klar, ja? Aber unsere Kinder sind alle gefühlt einen halben Meter größer geworden. Und uns geht uns gut und ich will dir heute mal sagen, du hast Freunde in Frankfurt. Ihr habt uns damals vor 8 Jahren ausgesendet, um Kirche zu gründen, um ICF zu gründen. Und ihr habt Freunde, das sage ich wirklich so, nicht nur um an den internationalen Beziehungen Schweiz, Deutschland zu arbeiten, sondern wirklich, wenn ihr nach Frankfurt kommen würdet, ihr jetzt hier, ja, Micro Church Online gehört genauso dazu, dann habt ihr Freunde. Dann habt ihr Freunde, die sich gerne mit euch an den Tisch setzen. Wenn ihr nach Wetzlar kommt, weil da haben wir auch einen Standort aufgebaut, da hast du Freunde. Wenn du nach Darmstadt kommst, ja, da hast du mittlerweile Freunde. Wenn du nach Aschaffenburg kommst, das Wohnzimmer ist noch klein, ist eine Microchurch, aber die werden dieses Jahr Startup, da hast du Freunde. Und dank dir durften wir dort Kirchen gründen und alles sind Kirchen, wo Menschen sind, die dich lieben. Will ich dir einfach mal so sagen, ja. Und ich habe dir so eine Message heute mitgebracht, die heißt, wer sitzt an meinem Tisch? Weil ich habe so festgestellt, das Leben, dein und mein Leben, ist voller Tischmomente. Am Tisch wird gefeiert. Jo, am Tisch wird gestritten. Am Tisch hast du eine unglaubliche Nähe zu manchen Leuten. Und am Tisch kannst du dich so richtig distanzieren und hast dir nichts mehr zu sagen. Am Tisch kannst du eine krasse Verbindung oder eine krasse Trennung kreieren. An Tischen, an denen du arbeitest, an denen du isst, an denen du bist, an denen du vielleicht Feinde hast, Autoritätspersonen, Boss, Familie, Freunde. Jeder, der an deinem Tisch sitzt, löst etwas in dir aus, an diesem Beziehungstisch. Dein Leben und mein Leben ist voller Tischmomente, oder? Ist so, oder? Und das war irgendwie schon immer so. Das ist auch in der Bibel so. Ich habe dir ein paar Storys mitgebracht. Wir fräsen mal durch die ganze Bibel. Vater Abraham hat nicht nur viele Kinder, sondern er saß am Tisch mit 3 Personen, nicht wissend, dass er Gott selbst, man sagt den Engel Jahwes oder der dann im nächsten Ton Jahwe genannt wird, gibt es ein Buch, wer saß bei Abraham am Tisch. Die Gastfreundschaft von Abraham unter den Eichen von Mamres hat tiefe Gottesbeziehungen ermöglicht. Am Tisch Josef und seine Brüder, zerstritten hoch 10, dann kommen sie nach Ägypten und am Tisch passiert Versöhnung. My gosh, der sah auch wirklich gut aus. Danke AI. Ein David, die Geschichte, die ist eine meiner Lieblingsgeschichten, zu der kommen wir später nochmal. David holt Mephibosheth zurück an den Tisch, den Gelähmten, an den Königstisch, den Vergessenen und schenkt ihm Würde zurück am Königstisch. Jesus, ja, der muss natürlich auch gut aussehen, sitzt am Tisch. Die sahen irgendwie alle gleich aus, habe ich das Gefühl, oder? Was ist da mit der AI wieder los, ja? Jesus sitzt am Tisch mit Zöllnern, Sündern, Prostituierten und er zeigt, dass letztendlich Gottes Tisch größer ist als unsere Vorurteile. Jesus sitzt natürlich auch beim letzten Abendmahl. Und das letzte Abendmahl war ein Moment voller Tiefe, voller Gemeinschaft, voller Schmerz teilen. Und da war auch tatsächlich einer, der sich als Freund bezeichnet hat, der sich als Feind irgendwie entpuppt hat, Judas, der ihn dann später verraten hat. Krasse Tischgemeinschaft mitten im Schmerz. Nach Jesu Auferstehung trifft Jesus die 2 Emmaus-Jünger am Tisch und am Tisch, als er das Brot bricht, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie merken, das ist der auferstandene Christus, der mir hier erschienen ist. Vorher auf dem Weg nach Emmaus hatten sie keine Ahnung. Am Tisch, wusch, offenbart sich Jesus. Später bei Petrus, der hat auch so eine Tischvision gehabt, Apostelgeschichte, ja. Wie sieht der aus? Ist ein bisschen in die Jahre gekommen, der Petrus, oder? Aber der hat diese Tischvision, Apostelgeschichte 10, kennt ihr das? Wo es in dieser Vision lauter unreine Tiere, unreines Essen runterregnet, so in dieser Vision. Und Gott sagt, ess davon. Und Petrus sagt, never ever, das ist ja alles nicht koscher, was ich hier essen soll. Das geht doch gar nicht. Und dann sagt Gott, was ich rein deklariere, das nenn du nicht unrein. Und plötzlich checkt Petrus später bei Cornelius, einem Heiden, dass der Heilige Geist dort auch gefallen ist und das Evangelium öffnet sich nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden und plötzlich sitzen wir hier später, ja, am Tisch
Dank dieser Offenbarung von Petrus damals, dieser Vision, und alt, jung, Mann, Frau, rein, unrein, reich, arm, egal welche Nation, alle können am Tisch Platz nehmen aufgrund von Tischmomenten. Ist dir das bewusst? Mega krass, oder? Das ist die Kraft von Gemeinschaft, die Kraft von Jesus, der uns verbindet. Aber jetzt kommt das Aber. Ein paar Jahre später in Rom, es hat nicht lange gedauert, in der Gemeinde in Rom scheint die Gemeinde dort diese Offenbarung von Petrus komplett vergessen zu haben. Da waren die Judenchristen, die sagten, ich kann hier nicht bei diesem unkoscheren Wein und der Salami hier essen. Und da waren die Heidenchristen, das waren die Starken, die sagen hier, Bella Italia, Viva, Vino, Pizza, Salami, können wir alles genießen, Gott hat's heilig gesprochen. Und die Judenchristen sagen, never ever, oder? Salami ist Schwein und Schwein gleich unrein, reimt sich und was sich reimt, ist richtig. So, Punkt, oder? Und dieser komische Primitivo hier, ja, das ist primitiver Wein, weil der ist nicht koscher. Italienischer Wein ist nicht koscher, ja, kannst du nicht trinken. Und plötzlich entfernen die sich vom Tisch, weil die einen meinten, sie wären stärker, die bleiben am Tisch, und die anderen meinten, sie wären heiliger. Und plötzlich entfernt das, was Gott geöffnet hat, dieser Tisch wird wieder eng und wird komisch. Und da sind wir so mittendrin. Tisch, den Gott geöffnet hat, haben Menschen wieder enger gemacht und geschlossen. Und das ist das Thema von heute. Wer sitzt an meinem Tisch? Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute zu mir sprichst. Ich will, Vater im Himmel, an deinem Tisch heute Platz nehmen und mein Herz öffnen. Und ich bitte dich, dass du heute durch das, was gesprochen wird, zu mir ganz persönlich sprichst, dass ich entdecke, wie ich mehr in deinem Style, Jesus, Beziehungen leben kann. Amen. Tauchen mal ein in diese Geschichte im Römerbrief. Ich meine, Römerbrief ist ein Manifest der Theologie, oder? Das ist das Teil, was Paulus geschrieben hat. Wir haben letztes Jahr eine Serie darüber gemacht. Das ist so, wow, Theologie vom Feinsten, oder? Eloquenz, Rhetorik, Paulus, der ballert da die ganzen Kapitel durch. Aber der Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat an die Christen in Rom, war genau deswegen. Aber erst im Kapitel 14 geht er darauf ein, weil er legt erstmal ein Fundament. Evangelium, wir sind alle Sünder, Gerechtigkeit, aber Vater bezeugt der Heilige Geist, oder nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Alles im Römerbrief, diese ganzen Sachen, oder? Keiner gerecht, nicht einer. Alle Sünder. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Dann kommt Römer 9 bis 11. Israel, wir sind eingepfropft. Wisst ihr das eigentlich, ihr Vollpfosten, oder? Ihr Heidenchristen, wir sind da eingepfropft, ja? Das ist Römer 9 bis 11. Also wir haben eigentlich gar nichts zu meckern. Und dann kommt's zu Römer 14. Und da sagt Paulus, nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Es gab immer die Schwachen und die Starken. Und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, Salami, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Wisst ihr, der Kontext von dieser Stelle ist genau das. Es gab eben hier ein Problem. Die hatten alle Jesus so schön im Herzen, die Leute, das Kreuz bei sich, ja. Die Beziehung nach oben zu Gott war bei den Heidenchristen und bei den Judenchristen geregelt. Die hatten alle Gemeinschaft mit Gott, aber die Beziehung zur Seite, zu den Mitmenschen, die war nicht mehr so im Reinen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne das so gut, wo ich Menschen irgendwie so mit meinen Gedanken, mit meiner Art irgendwie distanziere und sie von meinem Tisch auslade. Ich bringe euch dann nachher ein paar Beispiele. Die hatten alle Jesus im Herzen. Das waren ja alles Christen, die Römer, ja, die Gemeinde in Rom. Aber sie hatten sich vom Tisch entfernt. Kennst du solche Momente? Hast du das Bild? Ich bin hier gerne beim Worship, aber
wenn der neben mir sitzt mit seinem Mundgeruch, oder? Dann habe ich es nicht so gerne in der Celebration oder in der Microchurch. Modern mit einem Namen beschrieben war das Problem der Gemeinde von Rom folgendes. Cancel Culture! Da gibt's Leute, die mag ich nicht. Die cancel ich weg aus meinem Leben. Was ist Cancel Culture? Der Duden sagt Folgendes. Cancel Culture ist der systematische Ausschluss oder Boykott von Personen oder Organisationen aufgrund von vorgeworfenen moralischen oder politischen Verfehlungen. Die sind schwach, die sind falsch, die haben nicht recht, ich habe recht. Um gesellschaftlichen Druck auszuüben. Es ist die Haltung, wenn du nicht so denkst wie ich, dann cancel ich dich weg. Der Michi hat letzte Woche eine brillante Message gehalten, die auch schon ein bisschen in die Richtung geht und wir setzen das gleich heute mal fort. Weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gottes Liebe nicht nur für uns persönlich ist, sondern auch durch uns zu unseren Mitmenschen fließt und genau zu den Vollpfosten, die ich manchmal nicht so mag. Und da gibt es immer die Starken, die bleiben am Tisch, die Starken versus die Schwachen. Das ist so das Interessante von Cancel Culture. Also ich denke, ich habe recht, und dann bin ich stolzer Bock, der Starke, und cancel die anderen, die nicht recht haben, einfach weg. Das ist krass, oder? Und wir fallen so schnell in so eine Falle, und ich nenne das mal die Cancel-Fallen. Ja, so. Achtung, Cancel-Falle. Ich habe dir 4 Fallen mitgebracht und erzähle dir ein bisschen aus meinem Leben, wo ich in diese Fallen immer wieder auch mal ganz gerne tappe. Da gibt es als erstes mal die Stolzfalle. Stolzfalle, sagt Cancel Culture, ich weiß es besser und du nicht. Jesus Culture würde heißen, ich diene dir mit Demut. Und wir sind ja hier in der Kirche, ja. Da haben wir ja auch verschiedene Ideen, wie Kirche gelingen kann. Zum Beispiel haben wir die eine Kultur vom 5-fältigen Dienst. Ich habe dir da nochmal diesen Kreis mitgebracht, ja. Apostolisch, Multiplikation, dann we care, wir sind hirtlich, wir sind prophetisch, wir sind evangelistisch, wir brauchen Teaching, all das ist so wichtig. Und wir verstehen das so, da müssen wir jetzt nicht theologisch so tief reinfräsen, da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür, aber das sind auch alles Kulturen, das sind Grundbegabungen, die Gott der Kirche zur Verfügung gestellt hat, damit wir balanciert Kirche leben können. So, damit du in allem auch ausgerüstet wirst, dass du deine Freunde zu Jesus führen kannst, dass du dich um Leute kümmern kannst, dass du vielleicht deine Small Group lernst zu multiplizieren. Und dann jeder von uns hat so eine Grundbegabung. Ich bin zum Beispiel so eher apostolisch und evangelistisch. Und in der Predigtvorbereitung ist mir so eingefallen, ich war ja hier damals 4 Jahre unter der brillanten Leiterschaft von unserem Michi Sieber. Und Michi ist so ein krasser Boss. Ja, wirklich ein krasser Chef. Ich habe das so geschätzt, unter seiner Leiterschaft zu sein. Michi ist ja nicht nur ein brillanter Teacher, haben wir letzte Woche gehört. Er ist auch ein krasser Hirte. Ich nenne ihn immer gerne den Hirten des Universums. Ja. Aber als ich in diesem Team war, habe ich manchmal im Nachhinein so gedacht, ich, der apostolisch Begabte, ich bringe halt ein bisschen mehr Drive in das Team rein und habe teilweise mit meiner Art, im Nachhinein ist mir das so bewusst geworden, war ich mega stolz, ja. Habe ich so gedacht, ja, die gemütlichen Hirten, wenn die mal aus den Pötten kommen würden, ja. Ja, und heute laufe ich, wenn ich Seelsorge brauche, zu wem? Zu Irena. Weil ich sage, Irena, meiner Seele geht's nicht gut, können wir Session machen, ja. Aber ich, stolzer Bock, dachte damals, ich wäre besser. Versteht ihr, was ich meine? ICF Frankfurt ist, wenn wir nur so wären wie ich, hätten wir schon 1000 Kirchen gegründet und 999 wären wahrscheinlich schon wieder eingegangen. Und ja, das ist eine Erfolgsgeschichte, dass wir 4 Standorte mittlerweile haben, aber ganz ehrlich, die Schattenseite meiner Leiterschaft, da haben die Frankfurter drunter gelitten. Und ich habe im letzten 1-2 Jahren so eine Wertschätzung empfunden für die Hirten, weil die braucht's. Wisst ihr, Einheit funktioniert nur dann, wenn ich in Demut meine Begabung zur Verfügung stelle und ich denke, ich weiß es besser. Du hast was einzubringen, unbedingt. Aber sei doch nicht so stolz, als ob das Einzige das wäre, was du einzubringen hast. Es braucht so viel mehr als deine Begabung. Es braucht die anderen 4 auch, damit wir balanciert sind. Versteht ihr, was ich meine? Und so fallen wir so schnell in diese Stolzfalle. Und dann gibt's ja noch die Algorithmusfalle. Die kennen wir natürlich von Instagram. Die Algorithmusfalle heißt, ich sehe nur meine Wahrheit. Ja?
Jesus-Culture würde ich versuche mal den anderen zu verstehen. Ich suche mal bewusst die andere Perspektive. Weißt du, Paulus sagt ja auch, bleib doch nicht in deiner koscheren oder unkoscheren Bubble drin. Versuch doch den anderen mal nachzuvollziehen. Gestern, als wir im Flugzeug saßen, ist was mega Spannendes passiert. Da kam der Flugbegleiter, früher hatte man ja noch Respekt vor denen, ja, früher war alles besser, oder? Merkt ihr schon, oder? Ich gehe jetzt so in eine Tendenz, ja. Und sagte dann, bitte vom Start die Lehnen hoch. Und vor Simone saß ein junger Mann, der war im Game, der hatte die Lehnen nach hinten und dann hat er die Lehne hochgemacht. Wir haben ihm geholfen, hat er scheinbar nicht so ganz kapiert, dass er die Lehne hoch machen sollte, ja. Dann hat er die Lehne hochgemacht, der Flugbegleiter war weg und was passierte? Er lehnte sich zurück und beim Start hatte er die Lehne wieder unten. Und Simone und ich haben so gedacht, früher hat man noch auf die Autoritätspersonen gehört, die Flugbegleiter. So ein Assi, habe ich so gedacht, oder? So ein Assi, oder? Muss das. So, beim Landen ist er wieder gegangen. Der Flugbegleiter sagte, bitte wieder hoch machen. Und dann sagte der, meine Lehne ist kaputt, die geht automatisch immer runter. Und ich dachte, so ein Assi. Versteht ihr? Wie schnell bin ich in meiner Meinung gefangen, nur weil der eine etwas macht, was mich triggert? Das ist jetzt so ein Billigbeispiel, oder? Aber wie schnell habe ich Leute gecancelt von meinem Tisch, ohne mal nachzufragen, wie siehst denn du das eigentlich? Und das ist die nächste Falle, die Nicht-Nachfragen-Falle. Also die Nicht-Nachfragen-Falle heißt ja, ich urteile vorschnell. Ich habe Recht, ich frage gar nicht nach. Jesus-Culture wäre, ich höre mal zu, um zu verstehen. Weißt du, weil echte Liebe hört wirklich zu und fragt nach, bevor sie urteilt. Ich habe das letztes Jahr sehr schmerzhaft erlebt. Da gab es ein paar Leute, mit denen hatten wir einen Konflikt in unserer Kirche. Und ich sah nicht, dass die Unrecht hatten, sondern die hatten in vielen Sachen, ich habe eben gesagt, oder Hirten, Begabung und so weiter, hatten die Recht. Große Learnings. Die Art und Weise war ein bisschen komisch für mich, subjektiv empfunden und wir hatten Konflikt. So, dann sind ein paar Leute aus unserer Kirche gegangen, die auch mochten. Und ich habe mich so unfair behandelt gefühlt, weil die einfach gegangen sind, ohne mich mal nachzufragen. Und ich wollte noch fragen, sollen wir uns noch mal treffen? Was ist denn los? Warum fühlst du dich nicht wohl? Was ist denn? Die wollten das nicht mehr. Wenn jemand nicht nachfragt und dich wegcancelt, das schmerzt richtig dolle. Ich durfte das erleben, was das bedeutet, wenn ich andersherum auch nicht einfach mal mein Gegenüber nachfrage, wie meinst du das denn eigentlich? Und mich einfach nur triggern lasse und die Person von meinem Tisch auslade. Und dann gibt es noch die Menschenfurchtsfalle. Die Menschenfurchtsfalle sagt letztendlich, ich schweige, ich sage lieber gar nichts oder das ist mir ein bisschen zu heikel, weil der könnte das anders verstehen und ich bin eigentlich passiv aus Furcht. Jesus-Culture würde heißen, hey, ich rede aktiv, ich handle aktiv, ich hole mir von Gott Aufträge ab und gucke, was Gott vorhat. Wisst ihr, vor Weihnachten sagte einer aus unserem Leitungsteam was mega krasses. Die sagte, wir haben auch die Person XY, die hat Leukämie, die ist kurz vorm Tod. Und haben wir nicht eigentlich die Aufgabe, als Älteste die zu salben, so steht doch in der Bibel, oder Ölsalbung und so. Und wir waren alle so, ja eigentlich schon, aber irgendwie hat sich bis jetzt keiner getraut. Wir wussten immer, die ist da mega, die ist am Leiden, alleinerziehende Mama, hat Kinder, will noch leben. Und da bin ich so froh, dass die eine Frau aus unserem Leitungsteam gesagt hat, komm, ich frage die jetzt mal, ob sie das möchte. Und dann haben wir kurz vor Weihnachten, nach der Celebration, im Face-to-Face-Team, unser Gebetsteam mit dazu genommen, Simone und ich, wir waren dabei, die Steffi aus unserem Leitungsteam und wir haben für die Frau gebetet und wir haben sie gesalbt. Und du hast wirklich gesehen, ich kam mir fast vor, wir haben im Glauben gesalbt, ich kam mir fast vor, als ob wir sie jetzt eigentlich für ihr Begräbnis salben, weil die gesagt hatte, die Ärzte haben mir gesagt, Therapie ist fertig oder alles, ich werde wahrscheinlich Weihnachten nicht überleben. Okay, so haben wir sie gesalbt und in unserer ersten Celebration im Januar kam sie wieder. Die war halbseitig gelähmt, die konnte gar nichts mehr hochmachen. Und dann kam sie zu mir, Leukämie, oder? Farbe im Gesicht, freudestrahlend und sagte, ich war über Weihnachten im Urlaub, ich war in der Nordsee baden und guck mal, ich kann meine Hand schon wieder zur Hälfte hochheben und die Ärzte haben mein Blut untersucht und mein Blut ist so wie von einer komplett gesunden, erwachsenen Person. Und ich habe gedacht, ach du Schande, ich bin so froh, dass die Steffi aus unserem Leitungsteam nicht Menschenfurcht hatte, sondern gesagt hatte, wir probieren wenigstens das Letzte noch und wir salben sie noch.
kennen alle solche Fallen und ich will dir zum Schluss 3 praktische Tipps geben, wie du diese Jesus-Culture ausleben kannst. Demut statt Stolz. Paulus schreibt weiter in der Bibelstelle, warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jeder Mund wird mich bekennen, ja jeder von uns wird sich persönlich von Gott verantworten müssen. Deshalb urteilt doch nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Paulus erinnert uns, weißt du was? Du bist gar nicht Gastgeber von deinem Tisch. Du bist eigentlich selber nur Gast vom Königstisch. Und du darfst im Gottes-Style deine Beziehung nach oben leben, aber du darfst auch im göttlichen Jesus-Style die Beziehung zu deinen Mitmenschen an deinem Tisch leben. Gott braucht doch meinen Zeigefinger nicht. Er ist doch der am Ende richten wird. Wo ich vielleicht abgecancelt habe, wo ich mich vielleicht abgecancelt fühle. Er ist meine Gerechtigkeit. Aber er hat auch einen anderen Blick auf die Gerechtigkeit für andere Menschen. Demut statt Stolz. Beziehung statt Rückzug. Das ist so ein Ehetipp, der vielleicht vor 2 Wochen hatte die Amore, oder? Der bestimmt immer auch. Beziehung statt Rückzug. Schreibt Paulus weiter. Wisst ihr denn, im Reich Gottes, habt ihr schon mal gehört, den Bibelvers vielleicht, ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Bemühen wir uns also im Frieden miteinander und versuchen wir, einander im Glauben zu stärken. Weißt du, Gott geht es gar nicht so sehr um meine Meinung, sondern vielmehr um mein Miteinander. Ich muss das nochmal sagen. Gott geht es gar nicht so sehr um deine Meinung am Tisch, weil wir haben manchmal so eine Stammtischmentalität. Ich sage meine Meinung so und so und so. Aber Gott hat eigentlich eine Reich-Gottes-Mentalität. Er sagt seine Meinung gilt und seine Meinung heißt, liebt einander. Cancelt nicht weg, liebt einander. Er sitzt vielleicht nicht mehr an deinem Tisch, weil du ihn weggecancelt hast. Wer sitzt vielleicht nicht mehr an deinem Tisch, weil die Person dich immer wieder triggert. Oder wer sitzt noch an deinem Tisch, aber ihr habt euch gar nicht mehr viel zu sagen. Und es wäre Zeit, im Jesus-Style einfach mal wieder die Person in Liebe anzunehmen, statt abzucanceln. Mit dem möchte ich schließen. Paulus schließt dann auch im Römerbrief in Kapitel 15 und fasst das alles nochmal so zusammen. Annehmen statt abcanceln. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Denn dadurch wird Gott geehrt. Oh, ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, dass ich nicht so in diese Cancel-Falle so schnell tappe. Wir werden so schnell getriggert durch unser Umfeld. Und Gott hat ein anderes Mindset. Jesus hat einen anderen Weg vorgelebt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat uns angenommen mit unseren Macken. Er sieht uns in unseren Schwächen und er sieht uns auch in unseren Stärken und manchmal vermeintlichen Stärken. Demut, Beziehung und Annahme. Das sind Prinzipien, die Gott uns vorlebt durch Jesus Christus. Und es gibt eine Story in der Bibel, die will ich dich nochmal mit reinnehmen, die das so schön, ist eine meiner Lieblingsgeschichten, veranschaulicht. Und zwar ist das die Geschichte, wo David Mephibosheth zurück an den Tisch holt. Du musst wissen, Mephibosheth war der Sohn von Jonathan. Jonathan und David hatten einen Freundschaftsbund. Jonathan war der Sohn von Saul. Saul war der erste König und er hat es verbockt. Und Gott hat sich einen Mann nach dem Herzen Gottes als neuen König ausgesucht, das war David. Oft ein Vorreiter, ein messianisches Bild für Jesus. Obwohl David nicht alles richtig gemacht hat. Jesus schon. David wird irgendwann König. Und vorher ist was passiert. Als David König wurde, haben alle Schiss vom Hof von Saul vor David, weil Saul war der Feind von David. Saul war so eifersüchtig auf David. Und die Hebamme vom Mephibosheth, die rennt wie alle anderen Gefolgschaften vom Hof von Saul vor David und seinen Soldaten weg. Mephibosheth war 5 Jahre alt, also auch schon so ein Brocken. Und die rennt weg und die stolpert und fällt hin und Mephibosheth ist seitdem an beiden Beinen gelähmt.
und lebt in der Wüste Lodebar, hebräisch ein vergessener Ort. Und da vegetiert er vor sich hin. Und irgendwann kommt David auf die Idee und sagt, ist da noch irgendjemand, kannst du nachlesen in 2. Samuel 9, ist da noch irgendjemand aus dem Hause Saul oder aus dem Hause Jonathans, dem ich noch etwas Gutes tun kann? Ich habe es ihm doch versprochen, meinem Freund Jonathan. Und alle denken wahrscheinlich, der hat eine Agenda, der trickst jetzt, der will die alle lynchen. Aber David meint es ernst und er lässt Mephibosheth zurückbringen. Und ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hättest, wenn du jetzt Mephibosheth wärst. Du hast jahrzehntelang Lügen geglaubt über König David. Der ist böse, das ist der Erzfeind von deinem Großpapa. Der wird dich umbringen, wenn der dich zu fassen kriegt. Und so ist Mephibosheth völlig ängstlich unterwegs wahrscheinlich, jetzt in Richtung Königshof. Und David hat die besten Absichten. Mephibosheth hat David längst weggecancelt. So wie wir auch manchmal Gott mit unseren Gottesbildern wegcanceln. Und dann kommt er an den Hof und Mephibosheth sagt, als David sagt, hey, ich habe Ländereien für dich, ich will dir was Gutes, du bist hier eingeladen, sagt Mephibosheth, wie kannst du so einem toten Hund wie mir, der doch eigentlich nichts wert ist, etwas Gutes tun wollen, und fällt auf die Knie. Spürst du eigentlich diesen Minderwert, den Mephibosheth da hat? Ist krass, oder? Und David sagt, nein, ich tue dir was Gutes. Am Ende heißt es, Mephibosheth saß am Königstisch sein Leben lang. Ich finde das so einen krassen Moment. Das heißt, von da an saß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Oh, krass, oder? Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Verstehst du, was hier passiert? Das ist eine Geschichte, die ist prophetisch, messianisch, genau das, was Gott uns sagen will. David nimmt uns an. Jesus nimmt uns an. Gott nimmt uns an. Er will uns an den Königstisch holen. Und wir sind eigentlich wie Mephibosheth, ein Kind der Welt. Wir haben Bilder über Gott. Wir canceln Gott weg, vielleicht auch Mitmenschen. Da sind wir alle in einem Boot. Aber Gott sagt, komm zurück. Weil Cancel Culture sagt, du bist das, was dich disqualifiziert. Du bist doch gelähmt. Du bist doch in der falschen Familie groß geworden. Was auch immer. Aber Jesus Culture sagt, du bist das, wozu ich dich rufe. Und ich rufe dich in diesen Bund rein, den ich mit dir gemacht habe. Seitdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, haben wir einen Bund, ein Versprechen, dass du eingeladen bist am Königstisch, beim König selber. Er will dich rein adoptieren in die Familie Gottes. Das ist das Problem von der Gemeinde in Rom. Das war das Problem von damals bei Mephibosheth. Und Mephibosheth musste sich entscheiden. Wüste oder Königstisch? Und vielleicht denkst du, das ist doch No-Brainer. Aber ich glaube, es ist nicht so No-Brainer, wenn du die ganze Zeit Angst vor David hattest. Wenn du vielleicht denkst, was denken dann die anderen, wenn ich jetzt... Und ich will dich einladen, einfach für einen Moment, bevor wir gleich das Abendmahl miteinander einnehmen, einfach zu fragen, wo hast du vielleicht Gott, aber vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld nicht so behandelt, wie Gott dich behandeln will. Nämlich am Tisch, mit Würde, mit Annahme. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns jetzt zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Geh du durch die Reihen, auch in den Microchurches, oben in der Loft, online. Zeig du mir ganz persönlich, was das für mich bedeutet. Du hast Abendmahl unter deinen Tischen hier in der Halle. Ich denke, ihr habt in den Microchurches auch Abendmahl oder online auch. Nimm dir doch ein Stück Brot und ein Stück Saft. Und wisst ihr, nimm nochmal das Brot in die Hand. Ich lade dich ein, mit mir mal aufzustehen. Nochmal das Brot
diese Matze und zerbrech sie mal so in 2 Stücke. Wisst ihr, als Jesus beim letzten Abendmahl das Brot in die Hand nimmt, sagt er, das ist mein Leib, den ich für euch gebrochen habe. Und weißt du, ich glaube, es gibt heute Morgen Menschen, die haben noch nie auf die Einladung Gottes ein wirkliches Yes, ich komme zu dir an den Tisch ausgesprochen. Vielleicht bist du auch weggerannt, so wie Mephibosheth, einfach weggerannt, hast dich in der Wüste verirrt. Ich will dir heute sagen, du bist gewollt am Königstisch. Es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, was dich disqualifiziert hat vom Königstisch von Gott. Deine Sünde, ja, sie trennt dich von Gott, aber der Tod von Jesus Christus will dich zurückholen und die Auferstehungskraft heilen und dir vergeben. Und vielleicht bist du weggerannt, vielleicht bist du wie gelähmt, wenn du an Gott denkst. Und ich lade dich ein, wenn du das bist, dass du ein Statement machst, ein mutiges Statement und sagst, Jesus, komm du in mein Leben. Und so gebrochen und so disqualifiziert und so gelähmt, wie du vielleicht bist, dass du diese Matze nimmst und einfach mal hoch zum Himmel hältst. Du Jesus in dein Leben einladen möchtest. Und du sagst, ich brauche das. Dann halt dieses Brot hoch und sag, Jesus, komm in mein Leben. Und ich komme jetzt zurück an den Königstisch, verzeih mir meine Schuld, mach mich frei von dem Ganzen und ich nehme an, was du am Kreuz getan hast. Dass deine Tat am Kreuz, den Leib, den du für mich hingegeben hast, ausreicht, damit ich in Herrlichkeit, mit Würde und Annahme am Tisch vom König der Könige, vom heiligen Vater im Himmel, durch dich, Jesus, sitzen darf. Und jetzt ess diese Matze. Und mach dir bewusst, Jesus liebt dich. Komm, lass es doch mal all den Leuten zujubeln, die das vielleicht zum allerersten Mal gerade gebetet haben. Die Bibel sagt, wenn du Jesus Christus annimmst, bist du gerettet. Komm, das können wir lauter. Lass uns den Leuten ein herzliches Willkommen sagen. Schön, dass du zu Hause am Tisch ankommst. Du bist geliebt, angenommen, gerettet beim Vater und wirst es für eine Ewigkeit sein. Und wisst ihr, dann haben wir den Traubensaft. Und als Jesus den Kelch hochhält, sagt er, dies ist mein Bund, mein Blut zur Vergebung eurer Sünden. Und vielleicht hast du Momente, wo du Menschen weggecancelt hast. Vielleicht hast du Momente, wo du sagen darfst, Jesus, es tut mir leid, wo ich falsch über die Person gedacht habe. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich jemanden, der eigentlich an meinen Tisch gehört, von meinem Tisch weggecancelt habe. Oder vielleicht bist du auch heute einer von denen, wo weggecancelt wurde. Dann ist das Blut von Jesus für dich auch vergossen, damit es durch deine Adern fließt und dich heil macht. Und Vergebung auszusprechen ist der Anfang von Heilung in deinem Leben. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und Jesus, da sind wir vor dir. Und ich bete jetzt und sage, bevor ich dieses Blut von dir im übertragenen Sinne trinke, es tut mir leid, wo ich Menschen Unrecht getan habe. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus, es schmerzt mich auch, wo andere Leute mir Unrecht getan haben. Und ich mich so richtig in dem auch gesuhlt habe und gut gefühlt habe. Ich lass los und ich spreche auch Vergebung zu. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sagst du, Jesus, Vater unser. Und ich nehme jetzt dein Blut an, weil es mich gerecht spült und weil es auch die Sünden meiner Mitmenschen bedeckt. In Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment heilst. Danke, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment vergibst. Danke, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment den Startpunkt gesetzt hast von Wiederherstellung und Versöhnung, da wo das möglich ist. Danke, Jesus, dass du Dinge tust in unserer Mitte, in unserer Kirche, in unseren Familien, in unseren Arbeitsstellen. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie wir einander lieben können. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, dass wenn wir einander lieben, so wie du das gebetet hast für deine Jünger in Johannes 17, dass die Welt dann erkennen wird, dass du Jesus gesendet worden bist. Wisst ihr, die Welt wird erkennen, Revival is on the horizon, wenn wir in Einheit und Liebe am Tisch uns begegnen, so wie Jesus uns begegnet ist.
Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.